Dankeschön. Wir haben geredet von Charles. 2003 ungefähr. Dann kam der junge Mann naar het huis van de bruid. En hij told den bruidprijs. En hij maakte een bond. En ze dronken wien. En dan gaat de twee naar den Führer zijn huis. Tim de stederheid merken voor de bruid. Hij schickt een heilige geest. Tim de bruid halten bereid worden voor de Charles. En dan weer de Charles. Veel boodschap reden we een beetje van de Charles. En Jezus kwam terug. Tim zijn bruid holen. En dan stond een Charles. 7 jaar Charles. Ik heb ons niet verstellen. Maar dat was een wondervolle tijd zijn. Zo nu is de Charles even. En nu wordt het huis vrijgemerkt. Voor de tijd. Wo ze voor alle eeuwigheid worden top zijn. Maar weet je, wanneer je een huis hebt. En wanneer een jonge paar zich bevrijdt. En ze willen in een huis nemen tragen wat ganz gries is. En er zijn veel domme dingen bij. Spannen, slaan, wer weet alle. Dan dat we eerst huis reinmerken. En daar willen we een beetje van reden van jou. En zo ik wat vragen dat je waren opstaan. Ik wil een nachtbed versen lezen van jou, zo ziet geduldig. Laat bloß Gott zijn woord reden te je. Maar dat redt van, eerstens van het huis reinmerken en aan van waar het wordt opgesteld. In Offenbarung 19:11. Dan zag ik den Himmel opstaan en door voor mij een witte Piet. De Ritter daarboven heit true en wahrhaftig, wie als hij is im rechten Gerach en ook Gerach im Kriegen. Seine Augen sind als Vierflammen en op den Kopf sind viele Kronen. Op arm is een naam geschreven, die zes keine weit als hij zelfs. Hij had een kleid aan dat in bloot gedukt weer, en zijn naam is dat Gottes woord. En de armeien im Himmel, in fijn het lienzeit gekleid, wit en rein, kwam aan op witte Pier hing aan. En uit den Mühl kwam aan een schwappet Schwert, womit hij de veld gesloen zal. Hij zelfs wordt hij met een ijzerstang regieren. Hij klinkt de wienpras met den almachtigen Gott zijn gliedenden oor. En op zijn kleid en op zijn hoofd heeft hij deze naam geschreven. König over de Königs en Haar over de Haaren. En ik zag een engel in de zon staan, die schreef met luide stem te alle vijanden die onder den Himmel vliegen. Komt, sammelt je te den groten Gott zijn mol, de Königs en Kriegsführer en de Storche er Fleisch te vreten. En ook dat Fleisch van de Pier en die daarboven zitten, en van alle vrije en verskloofde, van kleine en grote. Dan zag ik dat Tier en de Chinese op de eerd met ihre armeien verzameld, geen den Ritter op dat Pier en geen zijn armei te krijgen. Aber dat Tier wordt vastgenomen en met hem ook de Elias-profeet, die am zijn halven wondertekens gedaan had, wodurch hij die verleidt, die dat Tier zijn teken nemen en dat Tier zijn beeld aanbeden. En die waren beide levendig in een vierzij geschmeten, dat met Schwefelblit brandt. En die eeuwige waren met dat Schwert doodgemerkt, dat uit dem zijn Mühl kwam, die op dat Piet zat. En van Fleisch waren alle veel zout. En dan kapitel 20. Dan zag ik een engel vom Himmel raufkommen, die had den Schädel voor den grundlosen Aufgrund en eine grote Keet in de hand. Die greift den Dreck, de oude slang, dat is de böse Feind, en de Satan, en bank am op 1000 jaar. Hij smijt hem im Aufgrund neer en sloot den touw en trok een zeil boven over, dat hij niet kon gaan de Völker verleiden, maar de 1000 jaar over wieren. Nu moet hij nog een korte tijd losgelaten worden. Ik zag troon, wo die boven zaten, den dat macht recht gegeven wird te rechten. En ik zag die Säulen, die wären het Zeichnis van Jezus en wären Gott zijn woord wären doodgemerkt worden, en die nicht dat Tier in zijn beeld aangebet hadden, en die zijn teken nicht aan de stieren oder op de hand genomen hadden. Die kwamen zum Leben en regieren met Christus tot 1000 jaar. Die andere doodje, aber kwamen nicht waren zum Leben, maar de 1000 jaar eeuwig wären. Dit is dat eerste opstaan. Seilig en heilig sind die met de eerste Tod opstaan. Over die heeft de tweede dood keine Kraft. En zij waren Gott en Christus zijn priester zijn en 1000 jaar met Amtop regieren. En wanneer de 1000 jaar eeuwig zijn, wordt de Satan uit zijn Gruft ruut en vrijgelaten worden. En hij wordt in alle Feuerrichtungen op de Völker te verleiden. En Gog en Magog de Tod te brengen te kriegen.
het zool als de zon om meer. En zij gingen over de ganze eeuw dorp los en trokken rond aan de helge erleugen om de leuwe stad. Dan aber kwam vier van God vom Himmel en milk en eng met aan. En de beide vriend, die aan het verleid, worden vier en schreeuwen zijn ingesmeten, wo dat tier en de leges profeet wieren. En die worden dag en nacht en eeuwigheid tot eeuwigheid gekwält worden. Ziemliche Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du siegend bist. Und was immer alles passiert, in dieser Zeit, wo wir sind, oder in der Zukunft, in diese 1000 Jahre, Herr, du das regiert, du bist der König, und du danken dir für. Amen. Die kennen Dolsaten. So, die Kast ist Eva. Und nu wollen wir ein neues Heim gründen. Nu will de Brigum mit seinen Brüdern sozusagen, die will nu in ein neues Heim wohnen. Aber durch die 7 Jahre, durch die Zeit, wo wir die Kast führen, dann wird diese Erde sehr viel böse Dinge. Und der Feind regiert. Und der Feind mit seinen Nachfolgern. Und so nu merkt er rein Hüssen. So wir wollen von der bloß ein Kartenbild checken, nur das Krieg und nur das neue Heimat. Und so der König in sein Krieg. Er fängt diese Stadt an, dann sagt er den Himmel aufstehen und durch Fermi in Wittetpiet. Na weet je, dit is het tweede Mal, wat wir in Wittetpiet fingen in Offenbarung. Dat eerste is in Kwiedel saß. En daar zit Johannes, dat de zeilen worden opgemerkt van het buik. En daar zijn Feuerpiet. En dat eerste is in Wittet. En dat is een beeld van een ware Christ. Dat is een beeld van Antwoord, een tijd gegeven te regieren. Wir wollen door van jou niet nemen. Aber nu komt Jezus op een Wittetpiet. En weet je, een Wittetpiet, te die tijd in de wereld, dat we een teken van zich, dat we een teken van een König had, een land aangenomen, een stad aangenomen, dan wordt hij door met een Wittetpiet aanreden als een teken dat ik zie de sieger. Het eerste Mal, als Jezus kwam, als hij zich verstelde als een König, dan kwam hij op Bura. Hij kwam demütig. Hij kwam in vrede. Hij kwam eine Erlösung anbieten. Aber Israel verschmäht hem. Sie nehmen hem nicht an als ein Volk. Aber nu das zweite Mal, nu kommt hij op een Wittetpiet. En so sagt der Retter da oben heute früh und wahrhaftig. Und weet je, Jezus sagt zelfs, ik zie de waarheid. Diese Welt ist voll von Leers. Diese Welt, like von der Gott stehen, wir wollen mit sein Mutband gemeten worden. Nicht, was du dir gedacht hast, was Wahrheit wäre. Nicht, was du glaubst, was reich oder ist. Aber was er sagt, wenn er ist treu und wahrhaftig. Und dann sagt er, wie als er ist im Rechten gerecht und auch gerecht im Kriegen. Gott ist immer gerecht. Vielleicht belebst du Dinge in deinem Leben, wo du so fühlst, dass Gott nicht gerecht. Ich weiß, was er meint, wenn ich auch gefällt. Besonders als Steve doodschlucht, dann fühle ich so, dass Gott hat so arg gehandelt. Gott wird nicht gerecht, like da wird bloß nicht reich passiert. Aber die Bibel ist klar, dass Gott ist immer gerecht. Du meinst nicht, dass er hat das getan, aber weißt du, was Gott tut, das ist gerecht. Und er ist nicht bloß im Rechten gerecht, was immer er wird über die sein, oder was immer er die rechnet, was immer er sagt, was reich und reich ist, das ist so. Er ist auch im Kriegen gerecht. Ich weiß in uns, meine Nieten, wir haben jetzt so ein Glauben gehört immer von Wehrlosigkeit, oder wir sollen nicht zu Krieg gehen, wir sollen nicht kriegen, in so eine Dinge steht. Und so dann ist es meistens ein bisschen fremde Thema, dass Gott kriegen wird. Aber er das. Und so Gott wird kriegen. Er hat vielmal im Alten Bund besonders weit wird, und er wird noch einmal passieren, und er wird diese Welt noch abbringen. Und so Gott das kriegen, aber er wird gerecht kriegen. Er wird, was immer er das gerecht. Und so das ist ein Ding, was wir man annehmen. Seine Augen sind das 4 Flammen. Nou weet je, voor God is alles opgedacht. Ik kan dingen voor die versterken, du kannst dingen voor mij versterken, aber nicht voor God. De Bibel merkt het zeer klar op viele Stellen, dat wat alle opgedacht zijn voor God. Wenn wir voor God staan, wir sind, like seine Augen brennen alles weg. En zo hij wordt hier beschreven als Augen, wat 4 Flammen zijn. En wenn wir nicht so denken in ons leven, dat wir wollen dingen voor God versterken, wir wollen euch Dinge für Gott verstärken. Er weiß rein alles von deinem Leben, jede Einzelheit. Und so, er läuft die danach und er die danach erleist in Christus. Weil er auch all die erste Dummheit weit von mir. Aber er weiß alles. Seine Augen seien alles. Und auf dem Kopf sind viele Kronen. Weil er regiert, auf Englisch sagt Diadems, dass die noch haben, dass er viele Länder unter sich.
Wir können das meist nicht in den Kopf herstellen mit vielen Kronbogen, nicht? Aber das Bild ist heute hier über viele Königreichs. Heißt die König über alle Königs, was das Bild sein. Aber er hat einen Namen geschrieben, den sagt keiner weiter als er selbst. Wenn es kämpft Gott, dann sind da bloß some Dinge, wo wir nicht verstehen können. Da sind some Geheimnisse, wo wir bloß mal annehmen, dass Gott, heißt gerade sagt, er kann nicht alles verstehen. Besonders wenn das kämpft, glauben, dass Gott hat alles erreicht. Wenn Dinge so arg sind in deinem Leben, oder Dinge passieren so arg in dieser Welt, und da passiert was ganz arg ist, dann müssen wir danach klar haben, dass Gott es erreicht. Und so Gott können wir nicht immer verstehen, heißt Hechers wiesen. So er hat einen Namen, was keiner weiß, als er selbst. Er sagt wieder, und hat ein Kleid an, das in Blut gedruckt wird, und sein Name ist, dass Gottes Wort. Na, hier sind Schriftleute sich nicht ganz einig, meint, dass sie eine Fein sein Blut, meint, dass sie eine Blut. Ich persönlich glaube, dass Gott sein ganzer Erlösungsplan von Gott Eiden rein uns verlaat, dreht rein einmal am Blut. Das hat immer zu tun mit Leben geben. Das hat immer zu tun mit das ohne Blut vergeben, ja, für keine Vergebung, sagt die Bibel. Und so ich glaube, dass Gott sein ganzes Werk, das hat mit Blut zu tun. Und das ist vielleicht eines von den Dingen, was ich nicht ganz verstehen kann. Aber die Bibel lehrt, dass das Leben ist ein Blut und das kostet ein Leben. Sinn, Leben und Tod. Und das kostet Blut. Und so das ganze Ding hat immer mit Blut zu tun. Und der Armee in den Himmel, in fernet liehen sich gekleidet, wird in der Reihen kein Arm ab, wird der Piet heran. Na, weet je, diese Lied, die haben wir getroffen. Das sind die, was ab ich has, war dort gegeben, dass sie sich in Wittet liehen sich antraten. Und das stund für die gerechte Erwarten. Na, weet je, wir haben nicht unsere eine Gerechtigkeit, wir haben nicht unsere eine Wittekleider, aber Gott hat. Und so ab ich has, da wird uns all gekleidet mit Wittekleider. Da wird uns all die Gerechtigkeit gegeben. Ich kann Ihnen immer wahr sagen, dass wenn es kämpft für Gott, dann musst du eine Gerechtigkeit haben, was für Gott gellig ist. Nicht für mich, nicht für deine Eltern, nicht für eine Gesellschaft, aber für Gott. Die Gerechtigkeit kann die bloß Gott geben. Dort wird der Kleid, kann die bloß Gott geben. Und das wird wir kriegen, ob ich has. Und so nu kommt diese Armee, diese, was du in ich has sind gewesen, und er wird es liehen sich, ob wird es Pied mit Jesus Tod. Wir kommen heran. Und weil Jesus kämpft, Krieg führen sozusagen. Er kämpft die Welt abbringen von den Dieveln und von den falschen Propheten und das Tier. Und so er kämpft sozusagen das Hüsrennen merken. Das sage ich nur nicht, dass wir wollen kriegen. Aber wir kommen heran, wenn wir sind und sie nicht sieht. Wo steht gleich an der Seite sein, was siegen das? Wo steht gleich an der Seite sein, was du gewähnt, mit Hingerstehen? Mit Jesus Tod. Dann gewinnen wir. Und so, wir sind auch auf Witte Pier. Er sagt wieder, und uit den Mühl kämmert ein schwabet Schwert. Die Bibel redet immer weiter davon, das Wort Gottes aus einem schwabet Schwert. Sagst du es dit in Hebräer 4. Gott sein Wort lebt und ist kraftig und schwabe aus der schwabste, doppelschniedende Schwert. Und schnitt durch bei dort Säulen und Jäs in eindelt. Und Geleder und Morg freilich. Das Wort rechte Gedanken und Einstellungen man hat. Was ist falsch in der Hand, die ist, dass Gott sein Wort schnitt durch alles durch. Deine Anstellung, wo wären die Dinge das? Was du hängen verstärken, einmal da vielleicht gute Dinge, aber du hast irgendwas hängen verstärken, die Bibel leitet alle auf. Das ist das Denken, seine Ölen, die brennen, und die wollen alles wegbrennen, was da nicht gut ist. Aber Gott sein Wort, das ist ein schwabet Schwert, das schnitt, und das wiest uns, was reich und Orre ist. Er sagt wieder, und ob sie ein Kleid und ob sie eine Haft hat für diesen Namen geschrieben. König über die Königs und Haar über die Haaren. Und so Jesus Christus heißt der Regierer. In dieser Welt, der Feind hat Macht von der, wenn Gott gibt ihn dort. Aber der hat bloß dort, was Gott am lädt. Aber der kommt eine Zeit, wann er wird alles abbringen. Weil die Bibel sagt uns, dass alle Gewalt, Jesus sagt, alle Gewalt ist mir gibt im Himmel und auf der Erde. Aber wir sein dort von der nicht. Wir haben einen Vers in der Bibel, was sagt, dass Jesus erst alle Regierung gegeben, aber wir sind dort von der nicht. Und die Ursache ist, wenn es passiert, in Gott seine Zeit. Weil Jesus starb für alles, was der Fall verdreht hat. Alles. Er starb für das alles in der Dreh drehen, aber das passiert in Gott seine Zeit. Der Preis ist geteilt, aber das ist noch nicht passiert. Er stand ab zum Beispiel für unsere Auferstehung, aber wir sind noch nicht abgestorben, wenn das passiert in Gott seine Zeit. Und das ist eigentlich, was
wie einmal nicht verstehen kann. Wir denken so, wenn Jesus das alle betont, dann soll es von der alle wundervoll sein. Keine Makaran, keine Schrift, keine all die Dinge. Und da wird du hinkommen. Aber der Tiet ist nu noch nicht durch. Das ist noch nicht alle drei gedreht. Aber betont ist es alle. Und so heißt die Chinese, über die Chinese. Aber nu ist es hier so weit. Nu kommt der Herr und der Feind wird über sie geschafft. Alles Böse über sie geschafft. Und er stellt sie nicht ab. Und du will ich sagen. Wenn es mal alle anders ist. Und alles ist wunderschön. Und alles wird drei gedreht. Und so sage ich wieder, dann sage ich, das Tier und die Chinese auf der Erde. Met ihre Armeeën verzameld, jen den Retter op dat Piet en jen seine Armee zu kriegen. Und so das Tier, dort kommt euer in Offenbarung 4, das ist ein System mit einer Person auf der Spitze. Wir wollen hier meistens mit alle von dort reden. Aber ich kicke das an, das Tier, das ist ein politisches System mit einer Person auf der Spitze sozusagen. Und so, das Tier mit dem wahren Christop, das ist wie in der Bibel, hat verschiedene Namen für diese Person. Aber wir reden von wahrer Christ. Und so da mit seiner Armee kommt jenen in der Retter an seine Armee. Aber weißt du, das gibt keinen Krieg. Wenn der war auf das witte Pizza, das ist der Sieger. Der war auf das witte Pizza, das ist der Haar über alle Haaren. Chinese über alle Chinese. Heißt der Sieger. Er wird das alle abbringen. Und so, er kommt jenen in der Armee. Aber das Tier wird festgenommen. Dat really jaft dat hier nicht mal in Krieg so. Das Tier wird festgenommen und mit ihm auch der Leesprophet, der um sein halben Wunderteken zu tun hat, wurde ich die verleihen, der das Tier sein Teken nehmen und das Tier sein Bild anbeten. So hier haben wir zwei Personen, oder zwei Systeme. Wir haben das Tier und der Leesprophet, oder some über Satungen sagen, der falsche Prophet. Na, ich will Ihnen sagen, was ich glaube von das. Und dat is vielleicht ein bisschen anders als some Schriftleier glauben. Weet je, wenn etwas in wahrer Christ kommt, dann sind viele Schriftleier glauben, dass die Wort in Europa kommen. Wenn die Wort in das Römische Reich kommen, so das Römische Reich, dort wir was von der Europa ist, das ist so viel, was angecheckt. Aber das Römische Reich, dort hat zwei Seiten. Das Römische Reich hat in westliches Port, was von der Europa sind, aber er hat auch ein östliches Port, was von der Muslimwelt ist. Oder Islam. Wenn ich von Islam rede, oder Muslim, das ist das Ding. Und weet je, so eine Länder als Türkei zum Beispiel, oder Syrien, oder Lebanon, und Jordan, in die Länder rund Israel von der. Dort sind vielmal Muslimländer, oder Islam-Religion. Und ich glaube, dass der wahre Christ und sein falscher Prophet, die kommen aus der Muslimwelt raus. Das ist mein Glauben. Da sind viele Ursachen dafür, kann ich titeln, der alle sagen von der. Aber wenn wir nur die Welt checken von der, das ist die Sorte Welt, was gegen Gott ist, oder gegen Juden, besonders gegen Israel. Und so ich glaube, dass diese beiden Personen, das ist so, weil Islam, das ist ein Baum mit zwei Ästen. Islam ist beides politisch und religiös, zu derselben Zeit. Wenn Islam oder wenn die Muslimen Krieg führen, das ist ein heiliger Krieg bei ihnen. Das ist ein Krieg in Gottes Namen. Wenn ein Muslim-Mensch sich eine Bombe anschnallt und geht, wo man Menschen zum sich ablösen, zum Menschen tot machen, dort wird im Namen von Allah getan. Und so, das ist immer ein religiöses, in ein politisches System taub. Und so, das ist, was ich glaube, was wir hier haben. Na, das ist mein Glauben, die braucht man nicht annehmen. Aber diese beiden Systeme, ein politisches und ein religiöses System, haben beide eine Person auf der Spitze. Und die leiden das an und die verführen die Welt. Und sie merken ein Bild und sie merken Menschen anbeten. Und sie merken Menschen in Multiken nehmen. Und wenn sie nicht tun, werden sie tot gemerkt. Und so das ganze System, das bleibt auch, wird gerannt von der Muslimwelt. Das ist mein Glauben. Da sind viele Ursachen dafür, aber was ich sage, kann ich tief von allen angehen. Aber studiert in das selbst, lest Bücher von das, wenn ich kann Bücher, wo die Muslim eher Glauben mit Christentum verglichen wird, und besonders mit den wahren Christen, mit dem falschen Prophet von beiden Seiten, wenn wir haben beide eine ähnliche Geschichte, bloß das Krieg umgedreht. Und so ist sehr interessant, was das schafft. Aber anyway, diese beiden Personen, die waren festgenommen, die waren in Viersei geschmissen. Und die waren beide lebendig in den Viersei geschmissen. So Gott, was immer dieses System sind, aber die waren in Viersei geschmissen. Die waren abgerient. Und weet je, Gott merkt Hus rein, wenn er kommt mit seinen Brüdern, zum in ihr Heim gründen. Und so diese waren abgerient. Und die Ewigen waren mit das Schwert dort gemerkt, also das Schwert, was jetzt in Müll kommt, das Wort Gottes, das Recht,
Das Wort Gottes bestimmt, was mit Menschen passiert. Und so, die waren umgebracht sozusagen, die starben, die kamen zu Tod, aber die kamen nicht zurück zum Leben. Und von ihr Fleisch waren alle viel satt. Das ist ein interessantes Ding, ich kann die Versen hier nicht alle, aber die viel waren totgeraubt, sagt es, von der Welt, zum das abbringen. Na, dat op een andere steed zegt dat juist dat de jaren aanbelangt dat die dit alle abzunehmen. Aber das ist ein interessantes Bild, dass Gott merkt diese Welt rein für sein Königreich. Und so dann in Kapitel 20, dann beschreibt er, wo das 1000-jährige Reich wird abgestellt. Und dann sagt er, okay, lass mich erst ein klein bisschen trägen. Ich würde leichen, mal eine ganze Reihe Versen zu wiesen, von wo das geprophezeit wird, dass Jesus wird regieren, ab das Erde. Das ist vielleicht ein bisschen fremde Thema von uns, aber das ganze 1000-jährige Reich kommt durcheinander. Aber Jesus kam sein Königreich anbieten, als er hier war. Aber die Juden verschmeiten dort, und dann wird das Königreich sozusagen wiedergestellt, und die Kirchenzeit kommt an. Die Zeit von den Heiden, dort lassen wir laut sein falsch, dass wenn die Zeit von den Heiden voll ist, dann wird Israel, dann kommt die wieder für einen Tag. Und so, hier sagt es, die wird groß sein, und in alle Hessen sind sie genannt worden, und Gott, der Herr, wird sein Vater David sein Thron geben. Das ist, was der Engel sagt zu Maria, als sie soll Jesus zur Welt bringen. Er sagt, er wird ein König sein. Der wird ab David seinen Thron regieren. Das ist die Ursache, wo wir in Jesus in den Aufhalt, ja seine Jünger und die Juden dort nicht futen können, dass er nicht sein Königreich abstrahlt. Und dann sagt er wieder, er wird ewig über Israel König sein, sein Königreich wird niemals einnehmen. Und so das, was geprophezeit wird von Jesus. Ich kann bloß ein paar Verse gewesen, und sind viele Versen, die nur das handeln. Und dann sagt es das, dann sagt ein Engel vom Himmel raufkommen, der hat den Schädel für den Grundlosen aufgerundet und eine große Schere in der Hand. Und so, wir wundern vielleicht manchmal, wenn du, wieso hat der Feind, wieso hat er so lange Macht? Wenn wir denken ganz von Gott ein. Aber was soll ich sagen, dass Rand und Gott seine Zeit. Na, ich kann glauben, dass Gott schafft mit 7. Und Gott schafft mit 6000 Jahren, das 7000. Jahr ist ein Ruhejahr. Kriegt das eine Werk aus. Und so, das ist ein langer Thema in der Schrift von, dass Gott schafft mit 7. Das ist ein ganzes Fall. Fingen wir dort. Das dreht sich alle um 7. So wird interessant sein, mal das ganz durchstudieren. Aber nun kommt er in der Feind wird gebaut. Und nun fangen diese 1000 Jahre an, sozusagen, wo ich glaube, was ein Ruhejahr ist für diese Welt. Und so, der hat einen Schädel, der hat einen Grundlosen aufgerundet, und weiß nicht, wo das ist. Some schriftlich leben, das in der Welt irgendwo, wir wissen nicht. Die Bibel sagt nicht, wo das ist. Das sagt bloß, dass den Feind wird gebaut. Er greift den Dreck, der alle schlagen, das ist der böse Feind und der Satan. So, die Bibel lässt kein Zweifel, wem gebaut wird. Na, wisst ihr, wir reden hier einmal in dieser Welt von, dass wir bauen den Feind. Na, ich glaube, wir haben die Macht gegen den Feind, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Gott sein Wort. Aber wie man wir aufpassen, was wir tun, wenn wir sagen, ich bin den Feind. Bloß Gott bringt den Feind. Aber nun schickt er seinen Engel. Ich glaube, Michael, ich weiß nicht, das sagt er nicht, aber der gerät den Dreck, der gerät den Feind, der Schlang, der alle Schlang, der böse Feind und der Satan. So, das ist kein Zweifel, wem hier wird gebaut. Er baut an für 1000 Jahre. So, der Feind wird über sie geschafft. Wir wissen nicht gerade, wo diese Welt wird sein, durch die 1000 Jahre. Was ich das studieren leider, als ich rede mir für diese Botschaft, mir fehlen ganz viele Botschaften. Zumal die Schriftstellen gehen, was diese Zeit prophezeien. Und erst zwischen den Services können wir mir ein Vers wiesen, wo das redet von, dass das Geld, was gebraucht wurde, das Geld von der Welt, durch diese 7 Jahre und dann in den 1000 Jahren, und das wird gebraucht worden für die Ackerie durch diese Zeit. Sehr interessante Bilder. Wir haben so eine, die Bibel redet von, dass Menschen wollen älter worden. Wenn du bei 100 stirbst, dann stirbst du als ein Kind. Und Menschen wollen viel älter worden. So, das wird wieder anders sein, als es nu ist. Das ist noch nicht der Himmel, das ist nicht alle Tage, aber viele Dinge sind. Die Bibel redet von, dass die Feindschaft zwischen Tieren, das war genommen, die Feindschaft zwischen Tieren und Menschen, und verschiedene Dinge. Da war eine andere Welt sein, diese 1000 Jahre. Aber Krieg würde was sein. Das ist ein interessantes Ding, über zu denken. Ich las von einem Schreiber, er sagt, dass durch diese 1000 Jahre, dann haben beides abgestandene Menschen und gewöhnliche Menschen auf der Erde.
Wenn wir wat met Jezus tot terugkomen, wir haben noch nie geharpert. Dat wordt ons al in een ontwikkeling gegeven. Paulus schrift er sehr klar van dat we waren abgeschoben, we waren verwandeld worden, we waren nie geharpert gedaan. En zo, aber hier zijn ook zinnen wat de trieb zal overleven en wat hier nemen in de 1000 jaar schrik. So dat is een zeer interessante tijd. Dat wordt anders dan het nu is, dat is voor sure. Hij smijt aan en afgerond aan en sluit den thuis. De vriend wordt over sie geschaft, aber hier moet we klar houden dat de vriend wordt over sie geschaft, aber Sinn ist noch nicht wahr gedaan. Dat menschliche Hort, dort ist noch einmal gefallen. Von diesen Menschen wird das überleben oder wird nicht abgestoßen sind. Oder ich meine, wird nicht nie Charper sich drehen haben. Und so, Sinn ist noch hier. Dort sei wir am Ende von diesen 1000 Jahren. Und das ist meist ein bisschen puzzling vielleicht für uns, aber ich glaube, Gott wird die Welt noch einmal durchsehen. Und ein Mensch wird gerade auf seinen einen glauben. Nicht wen nu over dem alle Topen roepen in Himmel nemen. En so dat is een interessante tijd, aber der Feind, dem wordt geboren. Der Feind ist nicht mehr hier. Aber ich würde gleich ein Ding sagen hier von dit. Dat einmal sagen Menschen, wenn einmal Jesus kann sein, dann wird ich glauben. Aber wenn einmal wirklich ein Wunder sagt, dann wird ich glauben. Aber weißt du Gott? Meist niemals lässt Menschen dort noch glauben. Als Jesus auf diese Erde war, wenn er lebt, hier körperlich, en hij deed wunder links en rechts. En ganz meeste mensen blijven niet aan. En dat wordt van die ook correct zo zijn. Of dat Jeff mal mensen wordt vielleicht am aannemen daar zijn dingen. Maar ganz meisten staan ze niet. En zo dat is een zeer interessante ding. Zo am eind van deze 1000 jaar, dan worden die mensen niet gaan zijn. En wanneer ik mal Jezus kan zijn, dan word ik blijven. Voor 1000 jaar hebben ze hem gezegd. Voor 1000 jaar heeft hij regiert. Da waren danach Leute sein. Das ist meist nicht zu leben. Aber ans menschliches Hort ist ein böses Hort. Die Bibel merkt das sehr klar. Und so, er wird nengeschmieden aufgerundet. Und so, da wird teuer geschloten, dass er nicht keine Menschen verführen für 1000 Jahre. Nur hat er noch eine Karte Zeit losgelassen worden. Und so, das ist die Zeit, wo meistens mit Puzzling ist, dass am hängersten eng, wird der Fied noch einmal losgelassen, dass er kann die Welt verführen. Aber die Menschen wird sozusagen durchgesäft. Und dann sagt er, ich sage, Thron, wo die boven sollten, den dort Macht gegeben wird, zu rechten. Und so, ich weiß nicht, dass du an die Namen denkst, als jemand, der regieren. Aber die Bibel merkt es klar, dass Jesus seine Nachfolger, der regieren mit einem Taub, für 1000 Jahre. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, die waren auf 12 Thronen saßen, und die waren Israel rechten. Er redet nicht vom Himmel, er redet von dieser Zeit. In der Bibel dient noch an, maar als eine steht, dass wir wollen regieren. Und so sagen, ich sage, dass Säulen, die wären Erzeichnis für Jesus und wären Gott sein Wort, wären dort gemerkt worden. Also das redet von denen, was durch diese 7 Jahre sind dort gemerkt. Und die nicht das Tier in sein Bild angebetet haben, und die sein Teken nicht Stirn oder auf der Hand genommen haben, die kommen zum Leben und regieren mit Christus tot 1000 Jahre. Und so die wird durch diese Triebsal zum Glauben kommen. Dat is vielleicht noch ein Thema, was ein bisschen fragen ist. Dass Menschen durch die Zeit sich würden bekehren. Aber die Bibel ist klar. Da sind 144.000 Juden, die rausgehen und die das evangelisieren. Und viele Menschen kommen zum Glauben. Aber die wird dort gemerkt, wenn sie beten nicht das Tier an, nicht das Teken auf der Hand oder an der Stirn. Und sie werden einfach dort gemerkt. Aber die stehen ab. Und die regieren mit Christus tot. Und so, die Idee ist immer wieder da, dass wir wollen regieren mit ihm. Die andere Daude, aber kein nicht war zum Leben, but die 1000 Jahre anwären, das ist das erste Abstand. So die Angläubige, die durch diese Zeit angebracht worden, oder was zu dort kommen, die blieben dort nach vor einmal 1000 Jahren. Und so die Bibel merkt klar, dass du sind verschiedene Tiden von Auferstehung. So das wird die erste Auferstehung genannt. Selig und heilig sind die mit dieser ersten Tod abstehen. Über die hat die zweite Tod keine Kraft, und sie wollen Gott und Christus in die Priester sein, in 1000 Jahren mit einem Tod regieren. Wenigstens 3-mal sagt er, dass sie wollen 1000 Jahre mit einem Tod regieren. Und so, das wird eine interessante Zeit sein in dieser Welt. Paulus sagt zu der Korinthische Kirche, er sagt, kann je nicht selbst rechnen, die wollen Engel rechnen, sagt er, die wollen die Welt rechnen, die können nicht Trouble zwischen Jünd rechnen. Und so, Paulus fragt ihn mit der Frau. Und wenn die 1000 Jahre ewig sind, wird die Soten uit zijn groot fruit en vrijgelaten worden. So da hat man met van die Rede, wat noch einmal loskommen.
En hij wordt alle Feuerrichtungen op de Egon en Veldje te verleiden. En ook Gog en Magog de toebrengen te kriegen. Het zo is de zond omher. En zij gingen even de ganze eer door op los en trokken rondom de helge Eleua en om de leuwe stad. En zo de fiend, kwam de hemel waren even deel te laat. En brengt al de ongelovige mensen toe van grote krieg. Je in de helge en je in de stad. Nou, dat redt van Jeruzalem en dat is de hoofdstad in deze wereld. Dat is de hoofdstad van deze 1000 jaar besonders. Dan kwam 4 van God, van Himmel en Milch en Engel aan. En so waren sie, dass das Jaft nicht wörtlich in Krieg. Der Helge braucht nicht kriegen, aber 4 von Himmel. Und die beide Fiend, die haben verleiht, waren 4 und Schwefel sei hineingeschmitten, wo der Tier und der Legesprofit wären. So diese beiden sind nu al für 1000 Jahre was in der Hall. Aber nu wird der Fiend selbst gegriffen und der wird da auch hineingeschmitten. Nu wird mal mit dem Fiend wird sie geschafft, preis Gott. Mal endlich die Zeit, wo der Fiend nicht mehr rum ist. Und so wird dann hineingeschmitten und sie wurden Tag und Nacht gequält. Und so, das ist ganz kort. Vielleicht kommt ihr nicht lang für, aber das ist ganz kort, der Thema. Und das sind sehr, sehr viel größere Themen, was ich hier von dir feststellen kann. Aber wisst ihr was, Lied? Wir sind bei dem Wechselpunkt. Diese Welt dreht sich zu. Ich fliege nach Kanada und das ist bloß eine interessante Welt von der, von Fliehen und von der ganzen Corona, wo Jacob von redet, und von Quarantining und weiß nicht was alle. Like, du bist nicht mehr frei in dieser Welt. Und besonders, wenn ich denke an Kanada, mit eine Vaccine haben, und das und das alle tun, und so die Welt dreht sich zu. Aber wisst ihr was? Wenn wir Jesus schauen, dann haben wir eine Zukunft. Coronavirus hat nicht als Glück. Und da wird noch viel bei sich auf dieser Welt passieren. Aber wir wollen rückgenommen. Jesus wird seine Brut holen. Und so das, was wir von der Hand hier becheckt, das ist nur die Chance. Das ist, wenn das nie heim gegründet wird, in der nie heim wird reingemerkt. Alle Spannen dort, alle Schlangen, alle Krise dort, wenn wir wollen, in der nie heim sein. Und das ist 1000 Jahre, das ist eine wunderbare Zeit auf dieser Welt. Das ist noch nicht die Ewigkeit. Dort kommt nur dem, da wollen wir nächste Botschaft von reden. Aber weißt du, das ist eine wunderbare Zeit. Aber vielleicht grühlst du dich, wenn du denkst, und Jesus sind zurückkommen. Vielleicht hörst du mich von wieder auf und du wunderst, wo ich da sein. Und Jesus redet von das. Diese Verse sind ihnen bekannt. Lut ihr nicht, das hört der andere und bleibt an Gott und bleibt an mir. Jesus redet zu seinen Jüngern. Und sagt das von der zu uns. Wenn du Jesus kennst, dann brauchst du dich nicht grühlen für diese Zeit. Weil Jesus das Segen. Wir sind uns seine Seele. Wir sind auf Witte Pier, wird angetragen. Hängen Jesus, er ist ans Schild sozusagen. Wir können uns meist nicht feststellen, bei der Zeit wird sein. Aber die brauchst du nicht grühlen. Sagt so steht, in mein Vordersinn Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht so wie, wo ich ihnen gesagt habe, ich gehe hin und steht rein zu mir. So das ist die Brüge, und redet zu seinen Brüdern. Sagt, ich gehe in ein Vordersinn Haus und ich will steht rein zu mir. Und wie sind denn die Zeit? Und wir lernen noch, wenn die Brüge mal reinkommen, aber weißt du, die Zeit ist dicht bei. Wenn ich in der Welt nachchecken, was in Israel passiert, ich höre nicht so News in der Welt, weil das ist viel zu depressing. Wieder Israel. Da höre ich nur sein, was da passiert. Und wo sich dort alle, weißt du, das Schlägen, das kann immer wieder tun. Und da wird bei einmal so krachen. Und dann sage ich, ja, und dann sage ich, wenn ich hingehe, das steht für ihn drin, wo ich zurückkomme, und ich will ihn durch Hand nehmen, dass die da sind, wo ich sie. Und weil Gott hat uns versprochen, dass wir kommen nicht ohne sein Euer. Ein Vers, was ich hier mit Eva Hobson deut, und da redet davon, dass er klingt den Wienpreis mit Gott sein Euer. Das ist ein interessantes Bild. Aber weißt du, zu jener Zeit, dann hatten sie einen Wienpreis. Und da waren die Wien drüber angeschaut und dann hat der Feit geklingt. Das war in der Wien so schön schmeckt. Und so, mal der Feit lassen rein weiter und so eine Dinge. Und so, aber weißt du, das ist ein Bild, was Johannes spricht, und er sagt, dass Gott sein Euer, was der Wienpreis utklingt. Die Schrift bringt seine Wert aus, dass das Blut, was so deutlich an ist, der Pier, bei Halter, was nennen wir das? Tom, vielleicht. Aber anyway, das ist ein Bild, was uns nicht sehr angenehm ist. Und weißt du, Gott wird es rechten. Gott ist ein lebender Gott, er hat Jesus geschickt, er will die raten, er lebt die, so sei dass er sie sehen darf, aber Gott wird auch Sinn rechten. Und dort gerecht wird gerecht sein. Kein von der Blut
en meid dat hij brandt, dat we daarna gerecht zijn. En zo wanneer die geruild voor dit, dan neemt Jezus aan. Wenn Jesus verspricht, dass wir nicht unter Gott sein Euer sind. Da meine ich, dass wir nicht in dieser Welt wollen leiden unter den Feind, aber wir wollen nicht unter Gott sein Euer kommen. Wenn Jesus hat das Waschen um uns. Jesus hat Gott sein Euer genommen für dich. Du brauchst es nicht sein. Du brauchst nicht in dieser Wienprass nehmen, wo die Worte zu sein ausgeklinkt wurden. Wenn Jesus wird ausgeklinkt für dich. Und so, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir klar sind, dass wir leben arm und dass wir kann arm, und dann sind wir bereit für eine neue Heimat. Amen. Und wir wollen nur die Chance, und wir wollen eine neue Heimat nehmen, und dann schließlich eine Ewigkeit nehmen. Und so, Gott ist ein liebender Gott. Wenn sich dort manchmal nur Krieg hat, und da ist Krieg. Aber er wird diese Welt rein machen. Und rein het Heim für mich und die. Und wir wollen in einer neuen Welt wohnen. Dort wird Korn geben, das noch niemals verher, und Baumwolle, und wer weiß alle. Und in Wien drüben stehen Verstellen, so eine große. Und ich weiß nicht, was alle. Ich merke mir bloß manchmal Dinge deutlich. Aber das wird eine wunderbare Zeit sein. Und so, werden wir da sein. Amen. Himmlischer Vater, Dankeschön für die neue Heimat. Dankeschön, dass du diese Welt abnimmst und dass du dabei so aufnimmst und du machst das recht für deine Brüder. Und ich vertraue, Herr, dass du uns verschalten, dass wir an dich glauben und dass wir reisen in die Zeit.